Herzlich willkommen zurück bei einer Episode von Comedy Luxemburgs feines Metal Podcast. Mam Piet am Gilles, schönen guten Mittag, Peter. Namaste, my friend. Namaste to you, my friend. Very good. Yes. Und zack, haben wir all Limite gebracht. Comedy cancelled. Ja. Demonetized. Mehr wieder vielleicht schon hören hat Piet singen very good Akzent an was gesucht wird. Der hat ja noch ganz noch einen kleinen Questionnaire oder ja wollte nach ein paar Episoden nun über Länder. Wir haben uns da gedacht, was für Land hat erstens mal als zwei, der Piet am Misch markiert an guten wie an schlechten Hinsichten. Aber was für ein Land hat ein ziemlich wursend an promising Metal Scene, wo am Gangen hast zu kommen. Du mal gedacht, wir schwätzen über Indien. Ne? Indien der größten Export von Metal. Absolut nicht. Werden schlechtlich mussten denken, so wie kommen sie so gerade auf Indien, gell? Aber ja, da gehört auch Sachen zu entdecken. Ne? Ich meine, gibt mittlerweile kein Land, das irgendwie connectiert ist und Rezo, wo kein Metal-Szene ist. Ja, definitiv. Und ich meine, für über Indien zu schwätzen, muss ich einfach mit der ersten Frau an den Raum fallen. Piet, was ist das erste, was du denkst, wenn du in Indien denkst? Du warst ja auch da. Was fällt da direkt an? Ja, also wir waren da. Ich meine, du warst da bestört gehen. Deine Frau, ich war mitgekommen. Wir waren so relativ viele Leute. Wir sind raus zum Flughafen gekommen. Es war wärmt und ganz viel Comedy. Wenn du das gesagt hast. Alterem. Den Humor ist gefallen. Ja, ich meine, Indien ist ein verdammt größtes Land mit einer verdammt großer Population. Ja, das war die größte der Welt. Ja, und da tun wir auch effektiv direkt beim Ankommen zu spüren gekriegt. Ich meine, das Wort, was in den sich nicht mit Indien befasst, dann noch neu als einfach Chaos. Das Land ist chaotisch, absolut chaotisch und unorganisiert. Ja, da was zumulsweis Mitteleuropäer also so kleinen Culture-Schock den nächsten Moment. Du gewinnst dich natürlich Runde passt der schon ein bisschen. Wenn ich meine, dass also ja das Gold erklären, was wir halt kennen. Das alles ganz anders ist an verreckt, an hart und chaotisch, wie sie ist ganz viel chaotisch. Punkte Organisation für alle. Da sind wir auch mit den Leid erlebt, mit dem wir da waren. Ja. Für das Monster zu sagen. Da fand ich immer so ganz pünktlich gewirrscht, wie wir waren, dass man so nee, pünktlich nicht schlimm war. Geht nicht an Indien. Ich meine, wenn in Indien in der See dich kommen, oder wenn es dann Indien dich muss er weg verlassen, dass das soll irgendwo in sich kommen, dann ist es okay, wenn du allein schon 2 Stunden Verspätung hast, gell? Ja. Weil hier wird egal, wer auch nach hun. Und da wirst du aber werden. Das ist den, ja. Ja gut, ja, du mit der Familie, also Menge Seite eben, und dann mit dem Bro, und dem Moment doch mal mit der guten Sister, schon mal nicht Mister an Indien gehst, dann passt du mit vielen Leuten in der Weh, und das kann dann nach mehr chaotisch gehen, weil du es schon aus, wie du schon gerade gesagt hast. Das war aber lustig, das war geil. Das war geil, das war eine absolut eine emolische Experienz für uns allen zwei. Ja, ich glaube, bei Nasch geboss von der Stadt mitgegangen wäre. Also, das war eigentlich von den geilsten Experience. Ich bin froh, dass du mit bist. Ich bin da ewig dankbar, wie du weißt, weil auch wir als Weißen, den an Indien bestört geht, hat so manches Matt gemietet, was du nicht wusstest. Ja. Ich meine, du wusstest von allen nicht, was das gibt. Nee. Wir wussten alle gut nicht. Ich war doch aufgefallen, dass wir sind relativ oft gefroht gehen für Fotos zu machen mit lokalen Leuten von Dorne, gell? Weil ich schenkt das einfach nicht ganz viel Weißer von der Rimmtrippeln. Man ist regelmäßig gefroht für ein Foto mal zu machen. Ich hatte muss nach langen Haaren und Zigarette gefilmt überall und ein bisschen, Tourist-like aussehen. Was den schlechtesten Beispiel von Touristen, wo sie sich wahrscheinlich nie geduld hätte für einen Englands zu kriegen. Dafür hast du mich fotografiert. Wir müssen alle fotografiert gehen. Ne? Ja, definitiv, ja. Ich meine, Lo hat ja schon gesagt, okay, natürlich immer ein bisschen Privatleben und Experienzen müssen herauslesen, das ist klar. Ja. Wir waren, just wie klar zu stellen, wir waren zu Delhi, natürlich das ja aber dann am Norden. Aber wenn in dieser Stelle zum Beispiel ob den indischen Metal, wo wir jetzt kennen, ich will nicht sagen, dass wir Experten sind, sicher nicht.
die indische Metal-Szene als hauptsächlich die letzten Jahre ein bisschen mehr bekannt ging durch verschiedene Bands. Und darauf stellt sich dann noch die Frage, wie mehr als schon irgendwo wahrscheinlich irgendwo gestaltet was machen die von Musik, weil die indische Musik als wie man für du noch gesagt haben, oder wie du für mich gesagt hast, das so eng Bull. Ich meine, das geht zum Teil just an Indien die Form von traditioneller Folkmusik, der ist an den Filmen, Bollywood oder was auch immer, ganz viel geseis. Das geht zwar nur bausen, aber so von bausen könnt nicht ganz viel ran, was grip wird, aber was sich kennt developieren zu enger 10. Ja. Und dafür fand ich umso mehr interessant, weil nachdem es mal eben die CD über Indien schwätzen und man natürlich auch ein bisschen recherchiert, wie es statt gehört. Und also so mal plus minus im 2000 mit 2000er hat sich an Indien effektiv so ein kleines Movement genießt und auch die echt Metal-Bands sich getraut und die Öffentlichkeit zu gehen und was ja auch an Indien noch nicht ein Thema ist, was einfach so ist. Ich meine, Indien ist nicht das liberalste Land am Sinn von du kannst es zwar machen, aber du hast so Traditionen in der Familie gebunden, dass du das nicht unbedingt willst machen. Ne? Ja, du bist aber so ganz frei. So, ne? Ja. Und dazu kann natürlich. Du hast schon gesagt, dass hier ganze Bollywood-Szene, was ja schon definitiv wirklich existiert, an die dummer verbunden Popmusik, ich meine, muss in Channels wie T-Series denken, was mittlerweile der größte YouTube-Channel überhaupt ist. Ne? Und du merkst sicher, das möchte jeder reden. Ne? Nee. Und das, wie du siehst, das Mitte 2000, da hat sich das ein bisschen etabliert gehabt. Ich hatte aber gelesen gehabt, die anscheinend die allererst Metal-Bands an Indien mit Millennium geheescht. Und das war schon 1981 aber gewesen. Ja, ich hatte den nur auch gesehen. Ich freue mich, weil wie gesagt, wir können das ja definitiv bestätigen, weil wir hautnah erlebt haben, wie das so eng Kontroversität ist an ihrer Gesellschaft, echt so mit den Kasten. Wir sehen nicht wie an der Bodenszene, wir wissen alle, wie komplex das Land ist. Aber das wird dann definitiv auch seine Spuren bei so Artisten gelos an. Viel findest du, wie gesagt, nicht über indischen Metal. Du findest Bands, mehr so Band-History als nicht wirklich da, gell? Oder, wie soll ich sagen, History über die ganzen Development, gell? Nee, das finde ich auch Gesicht gehabt. Ich auch nicht allzu viel von gehabt, muss ich sagen. Da können die natürlich auch sagen, ja, okay, da geht es ja nicht über so viel über ihn ins Ziel. Aber ich sage mir dann aber auch so, und du auch, ich meine, den Inder aus sich ging da ja nicht verbieten. Aber den Inder guckt dich an, ne? Wie man zu Spielgruppen als nicht familiär mit Sachen von der Börse kommen. Mengen Engländer haben an ihrer Kolonialzeit ganz viel Schlimmes so gemäht, das steht außer froh. Das heißt auch, so kann ich mir vorstellen, dass so ein Genre von Musik, wo dann aus dem Westen kommt, lässt vielleicht bei der älteren Generation ein bisschen so ein, aber das der Toten dann erstmal werden nicht verstehen, weil ganz viele Leute verstehen noch kein Englisch. Ne, wann net lo Musik kommt, ne? Obwohl Englisch ist ja trotzdem stark etabliert, also ganz Indien. Aber hab's ja schon in den großen am Land vielleicht trotzdem Mann, ja, ich meine auch sowieso, dass sie auch die Regionen, wo die Bands, die mal bei der Lust tun, die kommen entweder, obwohl die meist effektiv aus dem Süden kommen, die kommen aus der Großstadt, also in aus dem Dorf oder so, den wird wahrscheinlich noch nie etwas Ernstes hören wie eng Sitar, wo der Oper spielt. Das fand ich die mega krass Approach. So, weißt du, das, wie du siehst, die Bull ist so fest, also so tight. Die Bull und Tradition, und ich kann das geht schon immer, und es gibt nicht anders. Ich meine, die Leute stellen sich kein froh, ob es andere Musik gibt. Nee, die wollen das auch gut wissen, wahrscheinlich. Nee. Wenn ihr natürlich dann noch guckt, wie die Situation an Indien ist, haben leider genug viel Leute andere Probleme, wie sich in Musik anzugucken. Ja, wie gesagt, das Land hat eine mega interessante, super interessante Geschichte, aber auch ganz viele Probleme, die da entstanden sind. Ja. Ich meine, ist gesagt, dass eben durch die Kolonialherrschaften von England an
ich mein du no also auch viel Schlimmes noch geschickt wat mir aber ist opgefallen se bei der Recherche dass dat ganz viel Extreme Metal an Indien könnt ich mein, da kann effektiv feieren dat Land viel Probleme huet mit Armut wat Korruption an ha doge da eng Art Jugendbewegung als vielleicht die einfach Casen Rebellion gegen das System hun an der Schmengen an engem Land wie Lützeburg wëfir wat dass man Metal lauscht und gerne noch zum Deel Metalheim machen mehr wëllen als auskatzen iwwer Probleme wo aner hunn mir ganz oft sind Probleme net so extrem wie bei hinnen mit déi scheizen dann zum Deel effektiv an Freiheit also an Natur raus oder Daylight wo sollen heieren so mehr sind absolut unzufrieden mat dem System an du hast gesot eng jung Bewegung dat hust du gut gesinn wann du so Foto vun indische Festivals guckst dass de geseist de vielleicht méi all ass wie mir gell an mir sind damit mit Rissig gell also es ganz Rissig méi mi eler geseist net dat das irgendwie nee also fir du net kind vorgestalt irgendwie ne das halt den typische Problem das System wo seit iwwer 7 Joer besteht das System wo Probleme net ofëlle méi gin an Populationun natürlich och immer méiget du ass net viel Platz fir so genre vu Musik viel Noläuster zu fannen weil auch sovi Leiit absolut net connectéiert sinn an dufir fand ich so méi impressionant dass zum Deel an heinst du Bands eben wéi schmengenlos die bekanntesten Metalband aus Indien Bloodywood wo iwwer de last Joer wg bekannt gin ass mat ihrem echten Album wo massiv produziert ginnas an wo indisch tra gesungen gët da wo indisch Instrumenter dafir kommen woch man State doch ja ich mein, wahrscheinlich grad wat die Bandfläche bisssen méi eier an der Kege dat der westlecher Welt bis mich schmackhaft mecht begrad well die traditionell Instrumenter dra sind de Folkaspekt ass das net lo an den Lokind mat Bollywood vergleichen Bollywood das evaluiert mat ganz viel ganz lang an ganz ganz fawech ganz viel Kitsch eben an Hai fan wie du sest du hast dann verschiedene Davas oder so Drums oder auch Sitar dann oder dat mir dat schleift am Anfang as dat so de Song as de gut me mat den Instrumenter mat dran gëtt de Song zu enger Perel geschlaff an steht erte Sto an beweist sech dass Indien méi Talent an sind vu Metal huet wie die meescht mengen wat auch egent logisch ist wann du neicht rivaliers also ich mengen schon noch eng chance dass du bei engem europäische Label sinn dat ne also eng Band ob schon du waren eng Band ich kenn mo firstellen dat ich beim Festival wie wacke kind spielen oder so kenn ich mal firstellen net geguckt gehabt ja definitiv sind die on the rise aber ja warsteigen net dat werd eng Band sinn diese schlo do en echt mo ein Denkmal gesat huet am sinn vun Hai Cook bei gëtte deppes wofleit kind drum denkt an noch eben die Leiit déi op indisch Metal Festival ginn in der eben die da so wow, sinn awer deck stolz dats eng Band hunn deet nobause packen an dat motiviiert jo dann indirekt noch fleit nach méi Musiker wo sech net trauen nach méi ze man derläit van déi dat kann da kënne mir dat doch an loes dreht sich der Ball und dann kann vielleicht etwas wunderbares so rauskommen dann auch zum Deel net das System westel und nicht andere von du bist mehr Metal gelöscht geht mir Hoffnung steht vielleicht englisch ne natürlich ja. Sie sind da wohl nicht die einzige Band sie eben die bekanntesten weltweit aus Indien muss man so ne das hier rund eben Anfang 2000 umgesperrt gehabt sprechen einfach den echten aus der Zeit sind Demonic Resurrection die reinen Death Metal die noch haut immer götz ja die geil die richtig geil man die neue Sache sind noch so gut bis wie Proggy kannst du so bis wie progressiv geil Band definitiv geil Band ja oder wenn nicht nach von wo auch ganz oft genannt geht das Sky Harbor auch so ein progressive Metalcore Gent Band wo's doch lo die erste wahrscheinlich auch schon heieren mir das da nie vorgeschlagen wo sie sind weil sie eben gut produziert sind weil sie eben wie der recht klingen will ich nicht sein
das steht schon nicht raus und ich meine das eben das wo Blotti wurde wissen den Töppelchen auf den I getroffen wird weißt du mit dem folky Aspekt gell genau noch gefolgt davon Kryptos ja die sind noch ziemlich bekannt ich meine die hat doch schon außerhalb von Indien noch schon Konzert gehabt und das oldschool Trash ja und die Mecht wie gesagt die Mecht Bands wie man feststellen sind aus dem Süden an ganze Kopf von denen kommen von Bangalore weil eben nach mit was wie Mumbai der das zu den Hotspots von indischer Metal 10 an du hast ja auch dann was war hast du gesagt 2012 ne als den Bangalore Open Air Metal Festival an Lewegeruf gin an noch von der Wacken Foundation gesponsert war ich dann auch absolut geil fand geil das natürlich nicht zu vergleichen bei den Wacken ich meine das für Indien also natürlich etwas Großes große Festival für sie auch für Eis dazu ja keine was gesucht wie viele Leute die verpasst zu 3000 Leute 3.000 bis 4.000 Leute das für Indien ist das viel auch wenn es natürlich Bevölkerung guckst du noch 1 Million mal mehr wird mir das aber viel ich meine das so all Jahr ausverkauft ja aber ich kann mich erinnern Ufang des Jahr oder endlächt Jahr kann auch endlächt Jahr gewesen du war wusste auch keine Geleit ist da haben der Spike von der Familie von meiner Frau hier das auch ein absolute Metalhead gell an hier nicht mehr von gezählt dass hier war auch schon do Bangalore Open Air an da waren ganz viel Western Bands wie du gespielt hun an wat da wird opfallen hast das Leute sind echt mal also Leute wo du hin gucke gehen die sind all herzens allerliebst geil bisschen eben wie die Metal sind wie mir so auch kennen wieder in halt zu summen an es geht aber alles zerstört wann es geht zu moschen geil ja so wie soll Sinn so wie das muss Sinn auf so Festival ne wir spielen noch mittlerweile groß Bands ich meine das Jahr hat war Mayhem den der Headliner gewirrscht auch Pestilence Band of Osiris und so Sachen waren do geil das kein kleiner Scheiß gell nee noch die Jahre für schon waren definitiv noch immer hart Bands ne extrem Line-up Marduk Suffocation Abbats Immolation das immer geknippelst dabei gell hauptsächlich was ich auch dann do interessant ist viel bisschen auch dann Religion do mal dran zu bringen wat die auch an Indien leider Gottes den großen Deel aus wo zum Deel Leid bremst ne Band wie Marduk wo sich selber auch als satanistische Metal war doch immer kategorisiert das scheißegal aber das an der fand ich schon interessant eben für Land werde so wirklich festgefuhr aus an sich pur pardon mais pur hunderten von Jahren han dran ass an der Sinn vun weiste eng Societäit lede kannst an opbauen kannst sind dann aber Leute dabei die wissen das mir egal Musik ist geil Kasoze wat will Satan is great wie hin dann der Lord Vishnu oder den Ganesha great mit das scheißegal Musik ist dat verzielt an dat fand stopp genau das auch so wie soll Sinn ja absolut das irgendwo muss schon ich weiß schon dat immer im gesucht nachdem es mal rankommen sind weil et waren bizarre Momente an Indien wo mehr do waren ne? gesagt ich weiß nicht ob ich kann an Indien zurück eben durch verschiedene Sachen wusste geseisen verschiedene Situationen guckst mir du noch net viel schlimmes mir wis net wie ein indisches Slum ausgeseit mir wirklich nach die Schäden seit gesicker hat von eben den Dreieck die kleinen Dreieck den man gemacht und von Delhi Jaipur an Agra es schon immer gesagt ich will net zurück an war der Schme drüber nur denken also ich will net der bestört gehen das steht außer froh geil dat muss net sinn dat war krass genug ich will net so eine Filme hin zurückgezünn ich fand dat Land hat so viel Facetten an so viel zu entdecken an das just dass het leider han denen Klischeen wo leider auch zum Teil Realität sind kann net aus dem Schi raus ne
ich meine das doch geschehen nee und ich denke dass auch dann eben du durch Metalbands dick schwer und für weil sich nicht weiß wie sie sich sollen ulehen weil du kannst doch nicht einfach so bei eng indisch Fondation gehen oder den indische Staat hilft da also wie hey verlier sind gell geneicht gell christ du sehr kreisen und halt back gell alle mit gell wann überhaupt das Indien ist komplex ja ich will nicht so dass ein Land hat zu viel krass an drablieben aus aber wie gesagt ein Problem man gesagt so viel Schäferzetten das so wunderschön Land gell definitiv sind Probleme ne? Ja an Schmengel fir klengen Input zu gin vun Delhi bis op Agra sie gefilten 270 Kilometer brauchst du wie lang 8 Stunden 8 ja gefilten 1000 konnte die wat Autobahn nennen Zebrastreifen Dr waren am Käsen übergetrüppelt teilweise schießen ja mir all Autobunnen as prinzipiell so wie ein Schweizer Käse gell lacht ich mein die Pitgrut durch Indien en neue Reck gell vom Bus verordnet die allerbest nee, weil einfach kein Götz gell gëtt einfach keng waren definitiv Experizen an wat mengench bei so Länder an ich denken dass man noch op einer Länder sowieso an denen Episoden hai och op so eine Situation wird stöse wie du auch schon an das aber immer so méi interessant wann den Chance für so Land besichen zu go wanns du hem kannstst du no dann stellst der aber froh so brauch ich wirklich so neid pur Schommer oder brauch ich wirklich lo dat toten nee am Fong hun alles das hält so leider da lang weil mir selber an enger ultrakapitalistischer kommerzieller Welt opgewusst sind noch lewen det gut auch nobelsen zu gucken und ich meine das mat der Grund wieso man wollen auch verschiedene Länder schon schon gemäht schon total vergessen Japan hat effektiv ja, bisschen du gelappt wir hatten doch effektiv vergisst dass man so bis gemäht und ja mir noch viel geplant wir hatten noch von wir wollen da dann bisschen mehr nach durchführen so. Sie wird nopisch Länder sie wird Europa sie wird egal ob der Welt ich meine so viel zu zählen ich mein, was du guckst mir hun Min so eben auch zum Deel für ihnen entscheet weil man selber do waren das natürlich dat gött nach Mei appreciation du kannst vielleicht méi no vollzehen mir einfach no vollzehen wie so verschiedene Situationen so sinn an eben noch dass du wees du hannen do ass eng 10 de probiert Apps zu machen mir waren an net überall op der Welt werte man wahrscheinlich auch net weil si man mal ehrlich do wie 100 Geld genug net genug ja wat hat man nach bisschen fir bessere Klamm zu machen Brasilien meng dat nächst wat man wollte man wo ihr och alterem extremen Extremismus am Sinn vu Metalmusik ass ge definitiv ich mein, noch können Nopeländer holen Deutschland zum Beispiel doch fichtech riesischer Metalgeschichte ja auch gespannt wann man als und de alterem Länder wohnen wo dann eben vielleicht sogar nach Manner Metal lebt wie du an Indien Länder wie Israel oder so oder wo aber definitiv Leute sind die Metalmusik machen wo also Iran an Irak das du findst überall auch von den gött überall existiert Indien ist cool Indien ist von indische Metal kann genauso scharf sinn wie indisch Essen haben schmengen mir hun schon bei alles gepräsentiert wird für 1 Million Bands abzuzählen weil mir hun sie definitiv noch nicht gelauscht hat es ging definitiv so an der Leute den
lauscht dat zumindest mo Bloodywood fir sech eng Idee ze ma wéi High Class vum indische Metal sech unhéiert an e bis rechercheieren déi immer gut an gët net mi do nee absolut net an du mat ja Namaste my friend we see you very soon ging es so ne absolut an dann bis geschwind dann merci fir nolauusen an her as geschirm bei Amen yes wie dann Jo tschüss